Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, als neues Mitglied von der Miliz sollten wir vielleicht mit unserer Ausbilder Lord schwafeln. André hat dich also aufgenommen. Ich erwarte von dir, dass du regelmäßig herkommst und trainierst. Ruga wird dich an der Armbrust ausbilden und Mortis wird dir helfen, deine Stärke zu steigern. Aber das Wichtigste ist, dass du lernst, vernünftig mit deinem Schwert umzugehen. Ich werde schon noch einen guten Kämpfer aus dir machen. Alles klar. Ja, Lass uns mit dem Training beginnen. ich hätte gedacht, der hätte eventuell noch was gratis für uns. Retten wir Womit mal. sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. So. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Okay. Hier. Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Ganz einfach. Mit einer Einhandwaffe bist du schneller. Das kann ein erheblicher Vorteil im Kampf sein. Zweihandwaffen sind behäbiger. Du musst vorausschauender kämpfen, richtest aber bei einem Treffer mehr Schaden an. Jo. Okay, der hat leider nichts mehr gratis für uns. Hätte jo sein können. Ein Mortis bringt uns Stärke bei und irgendein anderer Hansel bringt uns noch... Ja, der hier. Das ist der Hey, du. Armbrüster. Was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Kann mich auch. Kannst du mich trainieren? Natürlich, Natürlich. wenn du genügend Erfahrung mitbringst, kann Das ich ist ein dir helfen. Kölner, wie es Und aussieht. vergiss nicht, Geschicklichkeit und Fernkampf gehören zusammen wie Armbrust und Bolzen. Jo. Das eine, Ist ohne das andere nicht viel wert. Genau. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust. Okay, da kann er uns was beibringen. Und Geschick Ich will geschickter werden. kann er uns auch was beibringen. Alles klar. Gut, dann schauen wir nochmal. Lernpunkte haben wir zurzeit Kenny. Und da gibt es auch einen Mortis oder Morty oder wie auch immer. Der kann uns beibringen, wie wir stärker werden. Das ist das Waffenlager von der Miliz. Stadtwache und... Ah ja, das ist der Warte mal. Schmied. Alles klar. Was willst du? Peck ist nicht da, also kannst du ja auch nichts bekommen. Ja. Komm später wieder. Grein doch. Weißt was? Wo ist Peck? Du hast gerade bei uns angefangen, was? Na dann, willkommen bei der Mannschaft. Peck ist schon ziemlich lange in der Stadt unterwegs. Ich wette, er treibt sich bei der süßen Vanya in der roten Laterne rum. Okay. Allerhaupt, weißt du was? Was weißt du über das Hafenviertel? Ich will denjenigen finden, der das Sumpfkraut verkauft. Tja, die Kerle da unten sind ziemlich verschwiegen. Und einem von der Stadtwache werden sie garantiert nichts erzählen. Ah jo. Wenn du da unten was erfahren willst, dann solltest du... Nein, dann musst du deine Rüstung ablegen. Das ist logisch. Okay, und dann? Die Kneipe und das Bordell sind wohl die besten Anlaufstellen für dich. Wenn du was erfährst, dann erfährst du es da. Gut, Stärke kann ich bei dem Typ abwehren. Was auch noch aufgefallen ist, dahinter hängt so leicht die Gardiste-Rüstung aus Gothic Ends. Muahaha. Vielleicht war das ja mal ursprünglich die alte Uniform von der Miliz. Man weiß es ja noch nicht. So, gut, kann ich dort dran? Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay, es sagt kein Mensch was, wenn ich dort dran gehe. Mir soll's recht sein. Gut, dann kann ich hier auch noch Kruscht nehmen. Rostige Axt und Hammer. Wir nehmen alles mal mit, was wir kriegen können. Kann noch irgendwie verkauft werden, das Zeug. Gut, dann ziehen wir mal unser schickes Uniformchen aus, auch wenn wir es jetzt gerade frisch kriegt hin. Dann ab in die Lederrüstung und wieder zurück ins Hafenviertel. Auf dem Weg zu Lobartshof werde ich nochmal... ich weiß nicht, kriege ich von Lord André oder kriege ich von dem Wambo in der Overstadt die starke Milizrüstung? Ich glaube, von dem Wambo kriege ich das, aber ich gucke jetzt mal kurz bei Lord André rein. So, nö, der hat nichts für mich. Na gut, und was bist du für einer? Einfach nur namenlose Stadtwache. Allerhopp.
Gut. Dann wieder ab in der Hafer. Ich habe doch nämlich so leicht die Vermutung. Peck kriegen wir, glaube ich, nur gefunden, wenn wir eins von den Mädler mit ins Zimmer nehmen und die dann ausfroren. Ich glaube, das war das, wo ich beim ersten Mal hier Spaß gehabt habe und gedacht habe, ich könnte die noch irgendwas froren. Aber das ist genau die Mission mit Wo ist Peck? Gerade nochmal ins Tagebuch reingucken. Problem auf Lobertshof. Wo ist Peck und der Krauthandel? Erlaubt, dann sprechen wir noch so ein bisschen mit... Ne, nicht mit Bürger. Wir sprechen mal ein bisschen im Bordell und in der Kneipe mal mit den Leuten. Aber wir sind ja jetzt inkognito und sind hier normal unterwegs. Cardiff Infos. Ich brauche Informationen. Hier. Wo kann ich hier Kraut kaufen? Bei mir nicht. Okay, bei wem dann? An deiner Stelle würde ich mal mit Meldor sprechen. Der raucht schließlich den ganzen Tag. Okay, das war sogar Info für Ummer. Ein gewisser Meldor. Wer ist dann Meldor? Bürger Meldor. Warte mal, war das nicht der Hansel, der für der Lema arbeitet? Ja, genau. Wusste ich's doch. So, hier haben wir's. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Wenn ich du wäre, würde ich es mal in der roten Laterne versuchen. Okay. Danke dir. Führt wohl alles ins Bordell, wie es aussieht. So, dann brauchen wir aber auch noch die Info, wo Peck ist. Ich glaube, das ist der Typ, der over drin sitzt. Da haben wir ja so Stadtwache. Könnte der sein. Wenn ja, dann hauen wir mal gepflegt auf die Fresse, dass er wieder zu seinem Dienst geht. Ich glaube da nicht dran. Vanya und Peck, natürlich. Kann man sich nicht drauf verlassen. Und der zahlt wohl anscheinend 8 Euro dafür, dass er mit der Dame hier schwafelt. So, dann ziehen wir uns mal hier um, damit wir noch größere Stärke haben. Und hier. Hey, es wird Zeit abzuhauen. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Doch. Ich brauche eine Waffe. Also komm zur Kaserne zurück. Verdammt, deine Waffe kann warten. Los, André vermisst dich auch schon. Verdammt. Okay, ich komme ja schon. Aber wenn du deine Rückmeldung bei André machst, sagst du ihm nicht, dass ich hier war. Okay. Gut, dann wissen wir doch jetzt schon Bescheid. Und Nadia racht natürlich auch wie ein Schlot. Dann können wir hier nochmal speichern. Und retten wir mit dem guten Mann hier. Bitteschön. Kann ich hier auch besondere Ware bekommen? Klar. Alle meine Mädels sind was ganz Besonderes. Naja. Wenn du genug Gold hast, dann kannst du mit Nadja hochgehen. Okay. Nadia. Hey, Hier. lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Weil mit der muss ich erst sprechen, wenn wir unter uns sind. Das sollte ich nicht hier unbedingt machen, während der Zuhälter noch zuhört. Deswegen muss ich das over ansprechen und dann hämmer's auch bald. So. Die Frage ist nur, ob ich den Bromor zusammenschlagen kann, weil der Typ hat einen Schlüssel bei sich. Den brauche ich, um hier den Seitenraum in der rote Laterne zu öffnen. Mal gucken, ob ich den Hansel nicht auch zusammenkloppen kann. Irgendwo hat es hier eine Fehlmeldung. Und macht so brrrp. Also es klingt, als würde hier jemand die ganze Zeit gegen die Wand rennen mit Karacho. Naja, vielleicht passiert es ja auch. Man weiß es ja als nie. So, Nadia. Hier. Wo kann ich hier Kraut kaufen? Wenn ich dir was erzählen soll, musst du schon ein paar Goldstücke locker machen. Ja, das passt schon. Wie viel willst du? 50 Goldstücke sollten reichen. Puh. Okay, bitteschön. Jetzt sag mir, wo ich Kraut kaufen kann. Sprich mit Borka, Süße. Bei ihm bekommst du dein Kraut. Ah, bei Borka. Der Türsteher hier vom Puff. Mit dem muss ich also retten. Alles klar, dann muss ich den verkloppen. So sieht's nämlich aus. So, aber das muss ich inkognito machen. Da kann ich jetzt hier nochmal speichern und... warte mal. Ich habe gehört, du verkaufst Kraut? Wer sagt das? Nadja sagt das. Ach, sieh an. Das kleine Vöglein hat gezwitschert. Weißt du, du solltest nicht alles glauben, was diese kleine Schlampe erzählt. Okay. Du nicht sagst. Mehr ist da anscheinend nicht rauszuholen. Dann laden wir gerade nochmal. Und
Fangen das Gespräch nochmal ein bisschen anders an. So, Kerl. Ich habe gehört, du verkaufst Kraut? Wer sagt das? Der erzähle ich gar nichts. Dann ist es nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Ich will nur wissen, wer dich geschickt hat, um sicher zu sein, dass du in Ordnung bist. Und es wird noch viel schlimmer. Willst du ein Geschäft machen oder nicht? Wie er sich umguckt. Na schön, machen wir ein Geschäft. Und es wird noch Ich will 50 Goldstücke von dir, dann kriegst du dein Kraut. Keine Verhandlung. Alle hopp. Dann. Lass uns ein Geschäft machen. Hier ist das Gold. Gut, So. hier ist ein frischer, harziger Stängelkraut. Verendstängel, alter Falter. Der Krauthandel. Okay, der hat mir verkauft. Dann war's das hier. Dann kann ich es eindeutig beweisen, dass das Borka war. Arbeitet auch den ganzen Tag. Und dann schauen wir doch mal. der erzähle ich gar nichts. Also Borka können wir auf jeden Fall verpetzen und Peck sollten wir nicht verpetzen. Immerhin ist das ein Kamerad. Und wie da schon gesagt hat, Kameradenschwein. Das mag für die Söldner vielleicht gelten, aber das sind allesamt Schweine. Deswegen ist das nicht so wichtig. Aber meine Stadtwache-Kumpel sollte ich nicht gerade verpetzen. Ich sollte nicht meinen Dienstantritt damit beginnen, dass ich Kamerade verpetzt, die im Bordell waren. Von daher haben wir das doch ganz gemütlich. Namenlose Stadtwache hält hier, ach, Wache vor der Kaserne. Das soll mir recht sein. Wir haben es jetzt 12:27 Uhr. So, Lord André. So. Ich habe Peck ausfindig gemacht. Ja, er ist schon wieder an seinem Posten und geht seiner Pflicht nach. Gut. Wo hast du ihn getroffen? So. Er ist mir in der Stadt über den Weg gelaufen. Okay, dann geh zu ihm und lass dir eine Waffe geben. Gut, den haben wir schon mal nicht verpetzt. Wegen dem Kraut. Ich weiß, wer das Kraut in der Stadt verkauft. Borka, der Türsteher der Roten Laterne. Tatsächlich? Haben wir dafür Beweise? Er hat mir Sumpfkraut verkauft. Gut, das genügt uns. Ich werde ihn sofort verhaften lassen. Gut. Hier ist dein Sold. Oh, 200 Gold gibt es sogar. Herzlichen Dank, Lord André. So, da haben wir nur noch Probleme auf Lobards Hof. Und wir können uns wieder in unser schicke Uniform schmeißen. Muahaha. Dann gucken wir mal, was der gute alte Peck für uns hat. Ich glaube, wenn wir ihn verpfeifen, gibt er uns ein rostiges Schwert oder so einen Scheiß. Und so dürfte er uns was Gescheites geben. So. Ich wollte mir eine Waffe abholen. Nun sieh mal, wer da ist. Unser neuer Kamerad. Und er will ein Schwert haben. Du hast André nicht erzählt, dass ich in der Roten Laterne war. Ah ja? Du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Hier, nimm dein Schwert. Es ist das Beste, was ich da habe. Ja. Wenn du bessere Waffen haben willst, dann geh zu den Händlern am Markt. Dankeschön, Peck. Das sieht man mal, das zahlt sich aus, dass seine Kamerade zu stehe. Edles Schwert. Das ist das, was ich mir selber auch schmieden kann. Dafür habe ich aber leider 25 Stärkepunkte zu wenig. Grein, Heul, Pins. Dann sollten wir hier nochmal speichern. Lederbeutel? Okay, Lederbeutel ist in Ordnung, denn zu nehmen. Also offensichtlich darf ich mich jetzt hier wirklich bedienen, wie ich lustig bin. Was haben wir dann drin? Was haben wir dann drin? 50 und 25. So. Aber ich habe mittlerweile auch echt viel Gold, muss ich sagen. Deswegen lohnt... Im Moment ist es auch ein Waffehändler hier zufällig. Peck? Peckyboy? Nee. Leider nicht. Der rüstet einfach nur die Leute aus. Okay. Ja, wie gesagt, wenn ich den Kerl verpetzt hätte, dann hätte er mir gesagt, wie kreuzweise ich ihn mal kann und hätte mir einfach irgendein rostisches Schwert in die Hand gedrückt und hätte gesagt, ja, du wolltest ein Schwert. Hier, bitte. So. Dann. Haben wir noch einiges zu erledigen, bevor wir überhaupt mit Lord André sprechen und uns hier in der Story weiter bewegen. Es ist einfach so viel an Nebenquests möglich bei Gothic 2. Aber es schrumpft so allmählich. Trotz allem, wir müssen uns auch eine Bandite bei Onas Hofsteller, die von Dexter geleitet werden, ja, für den König. Also wir sehen, wir werden jetzt auch hier schon gegrüßt. Mit Harald sollte ich vielleicht auch nochmal schwätzen, weil Harald ist bestimmt dafür, dass wir uns der Stadtwache angeschlossen haben, soweit ich das noch weiß und richtig im Kopf habe. So, Harald. Du bist jetzt bei der Miliz? Ich bin stolz auf dich. Ja. Solange du in der Armee bist, werde ich natürlich nicht von dir erwarten,
dass du auch noch deine Aufgaben als Lehrling erfüllst. Ja. Wenn du aber etwas brauchen solltest, kannst du jederzeit zu mir kommen. Super, danke, Meister. Jo. Also wie gesagt, der ist schon stolz auf uns, weil der selber war ja Soldat. Der gute alte Pablo, das ist jetzt etwas, wo der Meister vielleicht nicht hingucken sollte. Da ist er wohl eher weniger stolz auf uns, weil ich versuche jetzt den Typ nochmal zu bestehlen. Dreckiger Dieb, na warte! Ja. Dann könnte ich aber mal was anderes bei dem Typ versuchen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Wir haben den Zauberschlaf hier noch parat. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, gerade mal gucken. Weg mit der Magie. Und dann legen wir den Typ mal flach. Ah, Mist. Wir können dann leider nicht flattern, wenn er pennt. Okay. Ich habe gedacht, wir könnten ihn plündern. Aber kaum drauf geklickt, schon war der wieder auf der Bä, der Typ. Okay, dann gehen wir mal ganz dicht dran. Jetzt geht er wieder zurück. Dreckiger Dieb, na warte! Okay. Na gut. Gut. Das kommt wohl alles mit der Zeit, denke ich. Wenn wir mehr Lernpunkte haben, sollten wir vielleicht mal wirklich 50-50 in Geschicklichkeit und in Stärke skillen. Ist wahrscheinlich nicht so das Verkehrteste. Vielleicht sogar einfach mal voll auf Geschicklichkeit skillen, damit wir die Sache mit der Blutkelche und so auch gut geregelt kriegen. So, du hier noch, Kerle. Der scheint sich anscheinend nicht aufzuregen, dass wir da dazugehören. Und du, dich habe ich ja verpetzt. Aber der steht anscheinend immer noch hier auf freiem Fuß, wie es aussieht. Na gut, dann möchte ich aber trotzdem mal probieren, bei Valentino einzusteigen. Du sagst jetzt keiner, hey du, was schleichst du da rum? Ich glaube mittlerweile, ich weiß, wo dem sei Gedöns ist, dass ich zu seinem Geheimversteck komme. Ich glaube, das war wirklich eine bewegliche Lampe, die im Oberstockwerk irgendwo angebracht ist. Müsste die hier sein. Aber warum? Warum kann ich die nicht bewegen? Verdammt nochmal. Irgendwas ist da... Irgendwas stimmt doch nicht. Aber ich muss das Ding doch eigentlich echt bewegen können. So. Nee. Will er nicht? Doch. Na also. Ich hab's doch gewusst, dass das irgendwas in der Art war. So, dann kriegen wir auf jeden Fall noch Valentinos Blutkelch. Dann fehlt nur noch der im Rathaus und der im Haus vom Richter. Für den Richter brauchen wir allerdings Geschicklichkeit, um dem seinen Schlüssel abzustauben. Der geht nämlich nur über Taschendiebstahl. Und der im Rathaus steht offen. Da müssen wir nur aufpassen, dass kein Hansel da ist. Oh, Valentino hat eine Leiche im Keller, wie es aussieht. Scheiß Typ. Ein Blutkelch, Silberkelch und hier nochmal 150 Gold. Ja, offensichtlich haben hier manche wirklich wortwörtliche Leiche im Keller oder im Geheimgang. Du musst wohl irgendeiner versucht haben zu stehlen und Valentino hat den Schalter wieder umgelegt und hat den, der bei ihm eingebrochen ist, einfach mal da drin verhungern lassen. So sieht es zumindest aus. So, Wambo Jumbo. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Alter, was der für Verräterstimmen hat. Wo kriege ich dann nochmal meine Superrüstung her? War das dann vielleicht bei dem anderen Hanselhändler? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es echt schon nicht mehr. Gerade mal gucken, es dürften mir 2 Blutkelche noch fehlen. 4 müsste ich jetzt in meinem Besitz haben. Genau. Okay. Einer bei Lema, der ursprünglich Fernando gehört hat. Einer bei Gerbrand. Einer bei dem Nachbar von Salandril. Das ist ja interessant. Und einer bei Valentino. Da fehlen nur noch Richter und der andere Typ. Der Statthalter. Zeig mir deine Ware. So, der hat leider auch nichts Besonderes. Ups. Zeig. Das wollte ich gar nicht. So. Ich wollte hier wieder raus. Wo war denn dieser Händler für obskure Dinger? Das war der hier, glaube ich, oder? Der hier so lustig rumsitzt. Glutaro. So. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers.
Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Das klingt gut. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Dann finde ich auf jeden Fall im Minental diesen Snapper. Zeig mir deine Ware. Da müssen wir ja auch nochmal zurückkehren dort hier. Feldknöterich, vergessen. So vergessen Spruchrolle wäre vielleicht echt nicht verkehrt. Und so einen Geschwindigkeitstrank kann ich mir mal für den Notfall holen. Man weiß ja als nie, wann man gebrauchen kann. Jetzt weiß ich aber echt nicht mehr, woher ich diese schwere Milizrüstung kriege. Ich glaube, da muss ich mich tatsächlich ein bisschen bewähren, dass die mir das irgendwann mit der Zeit verkaufen. Mir fehlt sowieso noch etliches an Erfahrungspunkte. Da gehen wir nochmal gerade hier ins Rathaus. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ja, muss ich ja. Ich gehöre zur Miliz. Alles klar, du kannst rein. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Lord Hagen steht da hinne. Albrecht wird unser Runelehrer sein, wenn wir Paladin sind. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Allerhaupt. Das wird auf jeden Fall unseren Paladin Runelehrmeister. So, da müssen wir jetzt bald zum Mr. Secretary kommen. Und wo ist denn der Sekretär? Ah ne, die sind anscheinend wirklich bei der Erwert, aber nicht hier, sondern hier in den Räumlichkeiten. Du bist jetzt genau hier. Der Cornelius, das ist der Sekretär vom Statthalter. Und der Statthalter steht hier. Und der Blutkelch müsste hier irgendwo sein. Genau. Okay, dann speichern wir hier am besten nochmal. Ja, dass uns hier der Kerl irgendwie nochmal bemerkt. Blutkelch. Jo, dann konnten wir so nehmen. Genauso wie der goldene Kelch. Und diese Schale da hinten möchte ich eigentlich auch haben. Goldene Schale. Jetzt wollen wir mal ein bisschen viel. Und schnappen uns hier noch Silberteller. Und das Ding, wo er unmittelbar drauf guckt. Gut, das scheint er nicht gemerkt zu haben, der Dappschädel. Also Herr Statthalter ist auch nicht der Schlauste, muss ich sagen. Okay, das kennen wir schon. Das gibt uns kein Bonuszeug. Dann lassen wir die mal in Friede. Dann, ups, dann war es das jetzt erst einmal. Und wir gehen hier noch nicht rein zu Lord Hagen. Das kommt erst noch. Was wir jetzt erstmal machen, ist unserer Pflicht nachgehen und uns um die Sache in Lobertshof oder auf Lobertshof kümmern. Wenn wir schon dann dort dabei sind, haben wir ja auch von dem Trankhändler auf dem Marktplatz von vor 300 Episoden gefühlt gesagt kriegt, dass in der Nähe von Steinkreise Grundstöckel wächst. Deswegen können wir uns da auch mal umgucken. So. Dann gehen wir mal dort hier Richtung Lobertshof. Dann gucken wir mal, was wir dort treiben können. Ich glaube, da ist ein Feldräuberproblem, um was wir uns kümmern sollten. Ja, dann speichern wir hier nochmal. Das erste mag ich noch nicht irgendwie so großartig. Oh ja. Überschreiber, weil es kann immer noch sein, dass man, wenn wir wieder ins Hafenviertel zurückkehren, dass da irgendwas ist. Weil der Zuhälter, der Türsteher vom Zuhälter fort ist. So, kümmern wir uns erstmal um dich, ekliges Vieh. So. Aber in Milizrüstung sollte es jetzt nämlich so das Riesenproblem sein mit den Feldräuber. So. Und wir können jetzt auch Feldräuber Zange entnehmen. Das haben wir ja schon lustigerweise gelernt. So. Gut. Einer noch um anderer. So. Ui, das ging ja gut. Das ging echt gut und schnell. Was aber auch nur total lag, dass ich einen Crit gelandet habe. Komm her, du Mistvieh. So. Ups. Sehr schön. Dann haben die arme Bauern hier nichts mehr zu befürchten. Wobei, ich kann jetzt auch nochmal... Ja, ist so gut. Ich mag nochmal kurz mit Lobart überhaupt sprechen. Oder Lobar oder wie er heißt. Damit ich die Quest überhaupt so mal weiter habe. Lobart hey, heißt da nicht Lobar. So. André schickt mich zu dir. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja klar, diese verdammten Feldräuber machen mich noch ganz krank. Du machst sie alle kalt.
Wie du das anstellst, ist mir egal. Okay. Dann, schmausen wir erst noch ein bisschen was. Und dann gehen wir weiter. Ja, die Feldräuber würden wahrscheinlich auch die Schafe fressen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Aber erstmal sorgen wir hier dafür, dass diese brave Bauern in Ruhe wieder ihrer Felderbe noch gehen können. So, komm her. An sich ist es ja nicht besonders schwierig, hier gegen die ganze Feldräuber vorzugehen. Und mit unserer Milizrüstung sind wir auch durchaus etwas besser geschützt. So, wenn wir hier halt nur Mano a Mano kämpfen, ist es auch wesentlich einfacher. Ich könnte mich jetzt durchaus mit 2 Feldräuber anlegen, aber da würde ich natürlich riskieren, dass ich getroffen werde. So. Also, dass ich häufiger getroffen werde, als wenn ich hier nur einzeln gegen die Viecher kämpfe. Deswegen locken wir die Biester einfach mal so raus. Dann komm her, du. So. Also heute waren wir auf jeden Fall mal wieder gut für Recht und Ordnung dabei und haben unsere Pflicht sehr gut erfüllt als Milizsoldat, würde ich mal sagen. So. Die heutige Episode war definitiv im Sinne der Pflicht als Milizsoldat. So. Ups. Komm schon. Ja, komm schon her, du Sausack. Ja, das ist wohl der Königsfeldräuber hier. Der hat ordentlich Schade gemacht, der Mistkerl. Dann... Ein bisschen Honig können wir auch noch hinterher essen. Und noch eine Wurst. So. Bevor ich jetzt zum guten alten Lobart zurückkehre, mag ich aber noch mal ein bisschen zum Steinkreis gehen, weil du over soll ja angeblich ja Grundstöckel wachsen. 15:45 Uhr. Das ist nämlich lang bis Sonnenuntergang. Episode entdacht. Das geht unglaublich schnell hier rum bei Gothic 2. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich geschickter, dass ich auch immer so 30 Minuten Episode mache, dass überhaupt irgendwas passiert. Ansonsten ist es doch immer etwas erbärmlich, wenn einfach nichts passiert und man springt eine halbe Stunde hier rum. Es ist ja immer viel Zeit, was man hier investiert. So ist es ja nicht. So, da ist es. Gerade frisch gewachsen. Kronstöckel. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall ist es eine gute Info. Und Kronstöckel ist halt auch unglaublich selten, weil man das braucht für diese attributsteigernde Tränke wie Stärketrank, Geschicklichkeitstrank etc. pp. Sehr schön. Dann geben wir mal dem Ackermann die gute Nachricht. Und dann haben wir auch wieder unsere Pflicht erfüllt und können zurückkehren zur Kaserne. So. Da ist er. So, Ackermann. Erzähl ich dir mal was. Hier. Ich habe die Biester erledigt. Alle Achtung! Als Kammerjäger tauchst du was. Ich werde dich weiterempfehlen. Hier, nimm das als Entlohnung. Okay, 20 Gold. Das ist sehr freundlich. Dankeschön. Als Kammerjäger taugst du was. Ja, ja. Aber wie gesagt, jetzt haben wir auch erstmal so ein paar Aufgaben für die Miliz erfüllt, was Krauthandel angeht, Peck wieder zurückhole und dann jetzt auch die Probleme auf Lobarts Hof. Dann schauen wir mal, was der gute Lord André noch für uns hat. Oder ob er überhaupt irgendwelche Milizaufgaben noch für uns hat. Weil er dürfte jetzt so ja auch sehen können, dass wir was taugen. Was ich etwas vermisse, das ist wahrscheinlich dem ganzen Nacht des Rabengedöns geschuldet, dass wir hier kaum Erfahrungspunkte kriegen für das, was wir hier treiben. Weil ich glaube, im Original Gothic 2 hat man durchaus die Erfahrungspunkte ziemlich hochgeworfen gekriegt. Deine Meinung will ja keiner hören. Ja, deine Meinung will auch keiner hören. Pablo, wenn wir schon dabei sind, Hey. ich probiere dich nochmal zu beklauen. Und? Und der Mensch erschlug das Tier. Nee. Das ist doof. Das ist echt doof. Ich sollte wirklich mal voll auf Geschicklichkeit skillen beim nächsten Level. Wäre vielleicht wirklich nicht so verkehrt. So. Du kannst wieder weiter erzählen, dein religiöse Schmonsens. Wir können nur abwarten. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Das kennen wir schon. So. Dumm. Ich erzähl gar nichts. Bartok. Ich erzähl auch nie alles weiter. Dummes Zeug. So, der Herold steht auch wieder da.
Hört ihr guten Bewohner von Khorinis. Und ich glaube, pro Kapitel ändert sich das auch, was der schreit, der Herold. So, Schäfer. Huch, der hat sich jetzt spontan von den Buchständer teleportiert. Ich habe Lobart geholfen. Ausgezeichnet. Wenn Lobart zufrieden ist, dann wird er seine Rüben auch weiterhin an die Stadt verkaufen. Hier ist ein Sold. So ein Rive Bauer. Alles klar. So. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Fernando können wir leider nicht verpetzen. Ich weiß auch nicht warum. Aber dann waren das jetzt erstmal alle Aufgaben, die ich so hier machen kann. Als Milizionär. Gucken wir nochmal hier rein. Rechts, links, links, rechts. Okay, die 50 Gold kann ich mir anscheinend auch so nehmen, ohne dass irgendjemand was sagt. Naja, mir soll es recht sein. Das war jetzt direkt vor Lord André und er hat nichts gesagt. Na, meinetwegen. Wie viel Dietriche habe ich dann derzeit? Gerade mal gucken. 42 Dietriche, ja, Allah, okay. Das ist gut. So. Ich bräuchte trotzdem mal eine bessere Rüstung. Der hat aber nichts für uns parat, ne? Nee. Ich bräuchte jetzt auch nur noch 70 Erfahrungspunkte, dass ich ein Level krieg. Das ist doof. Mega 70 Erfahrungspunkte ist echt doof. Okay. Wie schaut's dann mit dir aus? Kriege ich bei dir was Gutes? Nee. Ich will stärker werden. Alles klar. Wenn du genügend Erfahrung mitbringst, helfe ich dir beim Training. Okay. Na gut. Und der hat auch nichts für uns parat. Hier ist im Regal auch nichts mehr. Wo kriege ich da jetzt noch 70 Erfahrungspunkte her? Vielleicht soll ich mal irgendeiner zusammenschlagen, der irgendwo einsam und allein steht und dann vergessen auf den Wirker. Okay. Ja, das könnte man jetzt einfach mal so aus Spaß noch treiben. Ja, aber nicht so Stadtware, die ist, glaube ich, zu stark für uns. Wobei, gucken wir doch einfach mal, ob das irgendjemand hier juckt, wenn ich die Stadtware zusammenklopp. So, just for fun. Ich brauche hier nur 70 Erfahrungspunkte. Das wirst Und? So viel zu Kameradenschwein und so, ne? Oh. Oh, 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 oh. Okay. Das kriegen wir schon mal nett gebacken. Alle hopp. Tja. Was machen wir dann? Das ist schwierig jetzt. Das ist jetzt echt schwierig. Okay, probieren wir es doch mal mit ihm hier. Der dürfte nicht so stark sein, aber gibt wahrscheinlich ja nicht so viele Erfahrungspunkte. Einfach mal den Olden Sack zusammenkloppen. Und? Okay. Also wenn der 70 Erfahrungspunkte gibt, umso besser. So. Okay. Komm schon. Komm schon, Olden Sack. Oh, scheiße. Das hat die Miliz mitkriegt. Na gut. Uns wird schon irgendwas einfallen, wie man jetzt noch 70 Erfahrungspunkte organisieren. Ah, ich weiß wo. Ich weiß, wo ich das ganz legal machen kann. Aber ich jetzt sage, das machen wir morgen. Ich gehe jetzt nur noch den Weg rüber, weil beim Hafenbecke lungern, glaube ich, noch Warane rum, wenn ich mich nicht täusche. Dann kann ich mich nämlich da um diese Warane oder diese Viecher noch kümmern. Und dann schauen wir mal. So, die im Hafen sollen sie nicht unbedingt wissen, dass ich zu der Miliz gehöre. Die sollen mich ja noch für einer von ihnen halten. Deswegen lege ich hier erstmal die Lederrüstung an, wenn ich mich da ins Hafenviertel jedes Mal wieder runter bewege. So. Die Aufgabe mit Bromor habe ich ja auch schon erledigt mit seiner Schale. Das heißt, so großes Nachspiel wird das wahrscheinlich jetzt nicht geben, wenn ich hier reingehe in die rote Laterne. Aber schauen wir doch einfach mal. So. Nö, das hat überhaupt genug Spiel. Aber ich kann mal... Ah ne, Fra kann ich mal Anime holen, weil Nadja aber auf dem Zimmer noch auf mich wartet. Okay. Ich wundere Gut. mich über gar nichts mehr. Hier im Hafen leckt's aber auch ganz schön.
Das habe ich früher auch immer. So, Moment. Ah, ich könnte ja noch den Martin Hanselfroher. Der hat doch, ach, jede Menge Zeug. Vielleicht hat die auch eine bessere Milizrüstung für uns. Das ist der Proviantmeister. So, mal, Alter, leckt das hier wieder. Martin? Hey, du. So. Was hast du anzu... Dann pass mal. Dann pass mal auf. Ah, jo. So Zeug könnte ich mir tatsächlich mal kaufen. Heiliger Pfeil, heiliges Licht. Mittelschwere Wundheilung. Heiliger Pfeil könnte ich mir echt mal zulegen. Das kann ganz nützlich sein, wenn wir nochmal auf solche untote Gegner stoßen. Alter Falter. Jetzt leckt es aber gewaltig hier. Das, obwohl wir hier nur im Hafen rumschwirren und eigentlich nichts Großartiges hier machen. Meine Fresse, ist das heftig. Okay. Also hier ist offensichtlich echt Ruckeln angesagt. Alter Falter. So, dann Milizrüstung. Und hier müssten irgendwo Varane rumlungern. Beim Schiff der Paladine. Oder irgendwelche Gegner lungern hier noch rum. So. Ich weiß es nicht mehr wo, aber hier irgendwo in der Nähe müssten doch welche sein. Alter! Sag mal, jetzt so lecker wie die Sau, das kannst du nicht sein. Das ist ja echt heftig. Ich meine, mein PC ist eigentlich echt überqualifiziert für so einen Scheiß. Ah, ja, okay. Na gut, dann machen wir das jetzt noch schnell. Machen wir das doch noch schnell, auch wenn wir dann ein bisschen Überlänge kriegen. So. Aber der dürfte auf jeden Fall ausreichen, der Varan. So. So, der macht uns auch nicht allzu viel Schaden. Und dann können wir doch ohne Probleme drauf rusen. Hier leckt's wenigstens nimmer. Komm schon her, du Scheißvieh. Ich habe zwar gedacht, das wären 2 Varane, aber okay. Na also, 120 geben die Biester. Gut. Dann können wir in der nächsten Runde, in der nächsten Episode morgen, können wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen lernen. Also ich werde wahrscheinlich vollends auf Geschicklichkeit skillen. Und ich mag heute auf jeden Fall nochmal aus diesem Lag-Gebiet hier rauskommen. Trinkt man noch schnell einen Trank. Und ziehen uns noch schnell was anderes wieder an. Ich weiß, eigentlich ist es unnötig, dass ich das mache. Aber ich will das einfach nur aus rollenspieltechnische Gründe sozusagen machen. Um einfach nur mich hier zu verbergen für die Bewohner vom Hafenviertel. Dass die nach wie vor glauben, dass ich kein Milizsoldat bin. Die kennen mich ja nur in meiner Lederrüstung als Mitglied von der Diebesgilde, / Gauner und Klärkrimineller. Das soll auch weiter hier so bleiben, finde ich. Sodele. Ja, gehen wir jetzt mal aus dem Ruckelgebiet hier raus. Interessanterweise, je mehr man zu Boden guckt, desto weniger ruckelt's. Also weiß der Teufel, warum die Perspektive hier das Ruckeln verhindert. Vielleicht wegen dem Weitblick. Das ist wegen dem, dass das Ganze wegen dem Sichtfeld 160% oder wie viel ich angegeben habe, dass es deswegen dann stärker ruckelt. Weiß der Teufel, was du als die Ursache ist. Das ist immer das Problem bei PC-Let's Plays, finde ich. Auf der Konsole, auf der PlayStation 4 läuft alles wunderbar. Aber sobald ich hier am PC was aufnehme, gibt es immer mindestens irgendein Problem und vor allem irgendein Problem, bis das dämliche Spiel danach wirklich läuft. Das ist echt blöd. So, die Milizrüstung legen wir wieder an. Wisst was, jetzt kann ich eigentlich theoretisch auch nochmal auf Geschicklichkeit skillen. Okay, dann sind wir da zwar im Endeffekt schon fast wieder bei 40 Minuten. Das tut man dann auch, Lady ihr liebe Leid, wenn es dann so Überlänge als hat. Aber wie gesagt, es ist sehr schnell, sehr wenig passiert in so einer Episode. Deswegen sollte man doch so viel wie möglich noch mitnehmen. Okay, jetzt haben wir auch die nötigen Lernpunkte, um auf Geschicklichkeit mal zu skillen. Ist vielleicht wirklich nicht das Verkehrteste. So, mein lieber Ruga.
Hey, Hey. Das will ich ich. will geschickter werden. Ja. Haben wir mal ganze 10 Lernpunkte da drauf. Und dann sind wir jetzt bei einer Geschicklichkeit von 26. Da dürfte jetzt einiges möglich sein. Und ich jetzt sage, jetzt mache ich aber auch wirklich hier meinen Cut, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.